Ich glaube, wenn ich mich auf den Weg gebe, innerlich zu hören, auf Gott, auf mich selber, auf den anderen, dann werde ich ein Teil der Lösung. Diesen Samstag in Biel findet wieder einmal die Stopp-Armut-Konferenz statt zum Thema Glauben, Klima und Hoffnung. Wird man sich da mit diversen Themen beschäftigen. Unter anderem ist auch die GENA-Studie ganz sicher ein wichtiger Teil dieser Konferenz an diesem Wochenende. Weil die hat nämlich sich damit beschäftigt, was denken Christinnen und Christen über Gerechtigkeit und Nachhaltigkeit. Und wir haben gedacht, rund um die Stopp-Armut-Konferenz zu Biel wollen wir wieder einmal einfach die Themen ein bisschen ins Blickfeld rücken und einfach auch über Gerechtigkeit zum Beispiel als ein richtig wichtiger Teil von dem Ganzen reden. Und da freue ich mich sehr, dass ich heute mit dem Lukas Gerber ein bisschen die Sachen vertiefen darf. Er ist auch der den Just People Kurs verantwortet. Da gibt es eine digitale Version und es gibt schon lange das Kursheft, das der richtige Teufel geht. Er ist auch Koordinator Theologie und Bildung bei Stopp Armut und das Stichwort Gerechtigkeit ist eines von diesen wichtigen, aber wir werden auch noch ein bisschen andere ansprechen. Also welcome auf einmal zuerst, Lukas. Danke. Genau. Und einfach das Gerechtigkeitsthema, das ist ja immer nach einem grossen, schwierigen Thema einfach mal, wenn man es so hört. Warum überhaupt sollen wir uns auseinandersetzen immer wieder mit dem? Ja, in der Tat, es ist ein grosses Thema und auch ein schwieriges. Und es gibt verschiedene Zugänge zum Thema Gerechtigkeit. Also sicherlich, wir können sagen, zum gesunden Menschenverstand. Es gibt Leute, die so intrinsisch motiviert sind, sagen, ich helfe dem, weil ich das gerade sehe, dass der in Not ist. Aber es gibt auch philosophische Zugänge. Und nicht zuletzt ist es ein theologischer Zugang. Und das ist insbesondere spannend im Kontext von Kirche. Wenn man denkt, dass Gott Mensch wird, das ist das eine, wo er wirklich in die Welt hineinkommt. Aber was noch viel spannender ist, ist so der Höhepunkt in Matthäus 25, wo er sagt, da gibt es die Gerichtsrede, ich war durstig, die hat mir zu trinken gegeben, ich war hungrig, die hat mir Essen gegeben, ich war nackt, die hat mich bekleidet und ich war im Gefängnis, die hat mich besucht. Und quasi, dass Jesus selber in diesen Leuten sei, in dem Armen, in dem Verwundeten. Und dass wir eine Begegnung mit Gott haben, wenn wir denen begegnen. Das ist eigentlich so der Höhepunkt, würde ich sagen, dass wir Gott selber begegnen in diesen Armen. Und welche Kirche möchte nicht schon Gott begegnen? Welche Kleingruppe will persönlich Gott begegnen in diesen Menschen? Das ist ein Aspekt mindestens. Ja, genau. Da merkt man schon von Anfang an ein bisschen, so durch welche Brille dass du natürlich das Ganze vor allem mal anschaust. Das ist ja völlig auch logisch und darum bist ja du auch letztlich bei dem Just People Kurs und dort so Feuer und Flamme für das weiterzutragen. Und man merkt eben schon, dass, wenn man ein bisschen reinschaut, schon nur in der Kurzversion digital, die ihr jetzt habt, aufbereitet, es eben auch sehr viel um Beziehungen geht dort drin. Jetzt hast du eigentlich auch schon einen Beziehungsaspekt damit angetönt, könnte man sagen. Warum hat das denn so einen hohen Stellenwert? Ja, es war spannend, dass tatsächlich in diesen 4 Videos, von 4, 3 stark auf den Beziehungsaspekt darauf eingehen. Ich finde es spannend, dass wir rein von unserer Tradition, unserer latinischen Tradition, haben wir stark auch einen juristischen Aspekt. Wir verstehen Gerechtigkeit oft auch sehr juristisch. Ja? Wenn man die östliche Tradition hat, dann ist es viel weniger in dem juristischen. Und das ist auch gut so, das ist richtig. Aber wenn man jetzt zum Beispiel auch in die Bibel hineinschaut, dann gibt es aber auch einen anderen Aspekt und der ist sehr stark, der Beziehungsaspekt. Wenn man zum Beispiel den Begriff Shalom, ja, wenn man davon ausgeht, es ist ein Grußwort und immer die Frage, ist die Beziehung zwischen mir und dir, ist die in Ordnung? Und die Beziehung zwischen meinen Nachbarn, zwischen meiner Frau und Kind, letztendlich mit der ganzen Natur, ja, ist Shalom, also ist Frieden. Und dann ist das vor allem in erster Linie eine Beziehungsfrage. Ist unsere Beziehung in Ordnung
Und wenn ja, dann ist Gerechtigkeit, dann ist Shalom. Und wenn man von diesem Aspekt herkommt, jetzt als Beispiel das Shalom, ja, dann ist aber sehr stark Beziehung im Fokus. Und mir scheint, dass wir manchmal das ein bisschen vergessen und wir haben unsere Konzepte und das ist auch sinnvoll manchmal, aber der wird unterbeleuchtet, würde ich sagen, der Beziehungsaspekt. Und ihr macht da so ein bisschen auch Spurensuche, eben, wo ist Gerechtigkeit denn wirklich überall drin in der Bibel. Wie ist das so ein bisschen vom Umgang her, also wie machst du es persönlich vielleicht, oder wie könnte man das dann auch übertragen auf eine Gemeinde und so weiter? Wo könnte man dort anfangen, dass man konkret etwas unternehmen kann, auch gegen die extreme Armut oder für mehr Gerechtigkeit? Ja, das ist eine gute Frage. Ich möchte mal die Frage etwas anders beantworten. Wir neigen ein bisschen dazu, so ein bisschen Erbsenzähler zu sein. Also zum Beispiel Gemeinden zählen ihre Mitglieder, wie viele Mitglieder sie haben. Ja? Missionare im klassischen Sinn zählen, wie viele Leute sich bekehrt haben. Hilfswerke zählen, wie viele gute Werke da haben. Und ich finde es schon auch wichtig, ja, irgendwie. Und immer Messbarkeit, ja. Ja. Und gleichzeitig entgeht uns, glaube ich, etwas. Uns entgeht der Moment zu leben. Der Moment quasi der, wo, sage ich mal, in der Gosse liegt. Ja? Dass wir den gar nicht mehr sehen, vielleicht, ja? Vor lauter Zellen. Und es gibt immer den Moment, wo wir antworten können. Also das barmherzige Samariter ist vielleicht ein Beispiel, wo zwei vorbeigehen, die es gar nicht merken in ihrem Ding. Sie sind rein und was auch immer ihre Sachen sind. Und sie merken gar nicht, dass einer eigentlich da Hilfe braucht. Und mir scheint, dass das so ein Moment ist, ganz im Jetzt zu sein. Und dann plötzlich spüren, die Augen offen zu haben, wo gerade Menschen einen brauchen. Und ich glaube, als Kirche hat man so unglaublich schöne Möglichkeiten, das zu leben. Also es ist noch etwas anderes. Politik hoffe jetzt auch, dass sie Strukturen haben und planen, ja, für das sind sie da. Aber eine Kirche könnte auch noch eine andere Art, wie sie tickt, ja, und in diesem Moment zu leben. Ja. In diesem Wissen, ja, man weiß nicht genau, was passiert, aber sich die Momente können zu sehen und nicht nur in ihrem Programm, in ihrer Vision, ja, zu verwirklichen, sondern den Moment zu haben. Ja, genau. Fast ein bisschen der Tunnelblick oder die Scheuklappe. Also, das hat man ja selber auch die Herausforderung jeden Tag. Ja. Wieder Augen offen zu haben, was ist da jemand herum, oder ich tue es immer an dem messen, wie gehe ich damit um, wenn ich jemanden sehe, der ganz offensichtlich irgendwo nicht auf der Sonnenseite ist vom Leben, wenn ich irgendwie im Bahnhof unterwegs bin. Also ich weiss nicht, das fällt ja irgendwo dort wahrscheinlich an. Ja. Also, ja. Ich würde sagen, ja. Und dann gibt es auch die Momente, Sachen wie, also dem macht es dann auch plötzlich Spass zu merken, zum Beispiel, ja, das ist ein banales Beispiel, aber niemand muss Nike-Schuhe tragen. Es gibt so viele, die Fair Fashion, ja. Also viel vielleicht sollte man auch nicht vertrauen, aber wo wirklich auch etwas, wo man etwas machen kann. Ja. Das sind kleine Sachen. Ja. Und danach sind sie ja, ist es ja etwas, wo du gefragt hast, was ich denn konkret mache. So, das sind die Momente, ist nicht weltbewegend, ja, aber immerhin das, was ich machen kann, das mache ich. Deswegen ist es auch nicht weltbewegend, wenn ich irgendjemandem ein Sandwich kaufe, das eben wirklich auch in Armut ist. Oder, genau, halt etwas Kleines, halt die Münze irgendwo rein tun, aber das kann man ja dort gleich auch mal anfangen. Immerhin sein Herz ein bisschen zu prüfen und auszurichten auf das. Vielleicht ist euch auch schon aufgefallen, dass auf diesem YouTube-Kanal keine Werbung läuft. Das hier ist die einzige Werbeunterbrechung. Mit unseren Social-Media-Plattformen generieren wir keine Einnahmen. Darum sind wir auf Spenden angewiesen. Herzlichen Dank, dass ihr uns finanziell unterstützt und es so möglich macht, dass noch mehr Menschen im Glauben ermutigt werden und Orientierung finden zu aktuellen Themen. Unten in der Infobox findet ihr alle Informationen zu den Spendenmöglichkeiten. Jetzt wünsche ich euch weiterhin viel wertvolle Impulse mit diesem Video hier und den weiteren Videos auf diesem Kanal. Wir kommen noch ein bisschen in einen anderen Aspekt rein. Und vor allem haben wir fast wie noch ein bisschen einen Gastredner jetzt dabei in unserem Talk. Das ist der Bernhard Ott.
Theologe, Buchautor, kennt man sehr gut im deutschsprachigen Raum sowieso, aber auch darüber hinaus. Und er hat das Thema Kirche, das er drin hat, also wo er eben in diesem digitalen Kurs auch direkt redet. Und er redet von Kirche mit einem Bild vom Lehren, oder es ist ein Ort vom gemeinsamen Lehren. Das mit der Tanzschule ist auch ein starkes Bild, das er ja auch in die Bücher geprägt hat. Was meint er dort genau, wenn er von einem Ort vom Lehren redet? Ja, Bernhard ist sicher mennonitisch geprägt, ja. Und das merkt man, sein Verständnis auch von Kirche. Und ich meine, dass er eben jetzt gerade mit dem Tanzschule, das ist ein schönes Beispiel, einerseits ist es ja, das ist auch in der Theologie ein starkes Bild, dass quasi Gott den Rhythmus aufnimmt, dass der Mensch den Rhythmus Gottes aufnimmt, ja, dass es eben, wie der Bernhard in diesem Video sagt, dass es eben mit dem Menschen gut kommt, ja. Das ist so die eine Seite, ja, so in diesem Tanz, in dieser Bewegung von Gott, und der Mensch versucht, das mitzumachen, ja. Das ist so das eine Bild. Und die Tanzschule hat noch einen anderen Aspekt, eben, dass es ja darum auch geht, zu lernen. Und es ist vielleicht so, wie wenn man tanzt und mal einem anderen auf den Fuß tritt und dann tut es weh. Und man versucht dann noch miteinander zusammen weiterzugehen, quasi weiter zu tanzen. Und am Ende geht es, das, was er meint, ist der Charakter. Es geht um den Charakter. Und er sagt es wunderschön, ja, eigentlich es suchen alle Leute in der Geschäftswelt überall Leute, die Charakter haben. Ja? Und das ist vielleicht so ein Ort, wo man das könnte, wenn es optimal eben ist, in der Kirche eintrainieren. Wo man eine Gemeinschaft hat, ja? wo man Menschen, die einem gegeben worden sind, die man jetzt selber nicht unbedingt herausgelesen hat vielleicht. Ja. Wo ihm dann schleifen im Charakter. Richtig, ja, absolut. Richtig. Genau. Ja, und er kommt noch so ein bisschen auch von der anderen Seite her, wenn er auch beschreibt, ja, es gibt meistens so die Fans von dem Missionsauftrag und dann gibt es die Fans von der Bergpredigt. Also entweder oder. Und dass das oder eigentlich nicht unbedingt sein müsste, das beschreibt er auch. Und da lassen wir es jetzt gerade ihn selber eben beschreiben, in seinen eigenen Worten. Bernhard Ott. Schauen hier einen Ausschnitt aus dem Stopp Armut-Video, wie es auch im Just People-Kurs vorkommt, von Bernhard Ott zu diesem Thema. Eben, ja, auch wieder ein bisschen eine Spannung, die dort hier drinnen sichtlich wird. Und da lassen wir jetzt das Video gerne laufen. Was ist denn unsere Sendung? Und immer wieder erlebe ich das, und das ist einfach in den letzten Jahrhunderten so geworden. Wenn wir an Mission denken, denken wir schnell an die Texte, die wir Missionsauftrag oder Missionsbefehl nennen. Und das ist auch gut so. Was ich bedauerlich finde, ist, dass gerade wenn wir im Matthäusevangelium sind, dieser Missionsauftrag am Ende völlig abgekoppelt ist von der Bergpredigt. Und dann kann man bei den Christen manchmal sehen, manche sind die Missionsauftragsfan und das andere sind die Bergpredigt-Fan. Aber eigentlich gehören diese beiden Dinge ganz, ganz, ganz zusammen. Und das wird an einigen Beispielen sofort deutlich. Lehret sie, halten alles, was ich euch geboten habe. Und damit kommt die Bergpredigt ins Spiel. Oder die Formulierung, wie im Himmel, so auf Erden. Mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Und im Gebet, im Unser-Vater-Gebet, dein Reich komme wie im Himmel, so auf Erden. Gemeinde, die das lebt, was ich jetzt besprochen habe, ist eine politische Größe. Das ist in der Mitte der Bergpredigt. Die Stadt auf dem Berg, die Polis, das Sozialwesen, das ist eine Gemeinschaft und die ist sichtbar. Das heißt, das hat von Anfang an politische Tragweite und politische Bedeutung. Das sind die Menschen, die ein Bekenntnis ablegen, unser Herr, unser Orientierungspunkt. Eigentlich müsste man ehrlicherweise sagen, in jedem christlichen Gottesdienst, in dem diese Lieder gesungen werden, er ist Herr, Gott ist König und so weiter, das sind politische Statements. Auch wenn sehr viele Christen vielleicht sie für rein geistlich halten. Man unterschätzt oft, wie politisch dieses Statement ist. Jeder Worship-Song, den wir singen, ist eigentlich auch eine politische Message. Und das vergisst man oft. Ich weiss ja nicht, ob euch das bewusst ist, dass ihr ein politisches Statement abgeben, wenn ihr zusammen eben in Worship einsteigt, jeweils im Gottesdienst. Ich frage gerade meinen Gast direkt, wie ist das für dich? Bist du in diesem Bewusstsein auch unterwegs? Ja, es gibt sicher zwei Sachen. Einerseits ja Theologie studiert und dann weiss man ja auch so gewisse Sachen. Ja.
Und gleichzeitig ist es ja auch so, man tut sich das nicht immer ist es einem nicht immer gleich bewusst. Das Spannende finde ich ja, gerade, dass so in Diktaturen nicht selten haben die sehr Angst davor, auch von Religion allgemein, aber auch von Christen, Christinnen, weil es eben, und da glaube ich, das hat er eben recht, der Bernhard, weil es politisch ist. Wenn jemand dann sagt, ja, nein, du bist eigentlich nicht da der König, du bist eigentlich nicht der, was darum geht, sondern da gibt es einen Gott. Die meisten haben das nachher nicht so gerne. Im politischen Ding, weil sie sich ein bisschen bedroht. Ja. Ja. Und das ist das, was er, glaube ich, meint. Und das ist für uns vielleicht so, wo wir ja alles ungefähr machen und tun, so in Anführungszeichen, ist das nicht so das Problem. Aber das merkt man gerade in Diktaturen. Ja, auf jeden Fall. Ja, und wenn wir noch einmal etwas herausgreifen von dem, was der Bernhard Ott eben anspricht, er redet ja darüber, der Gottesdienst ist ein Ort, wo die Verhältnisse, Verhalten, Haltungen geprägt werden können, wo Menschen innerlich ausgerichtet werden können. Und er erläutert hier so 2 Hoffnungstypen. Also, was meint er dort noch genau damit? Oder was verstehst du vielleicht dort drunter, Lukas? Also das eine, ich greife das nochmal auf, von Bernhard, das ist ja auch im Video. Das eine ist, dass wir eben Sachen berechnen. Also ganz banal, wenn ich von daheim ausgehe zur Arbeit, dann hoffe ich, dass ich ja ankomme. Das ist jetzt sehr banal, ja. Aber wenn es ein bisschen komplizierter wird, im Politischen oder so, wir haben gewisse Sachen, die wir versuchen, wo wir berechnen und sagen, okay, wenn wir jetzt das und das machen, dann hoffen wir, dass das so und so funktioniert. Wir haben nicht die Gewissheit, dass es so funktioniert, aber wir gehen davon aus, aufgrund der Daten, und so können wir rechnen. Das ist etwas Spezielles von denen, ja, dass der Mensch das kann. Das ist eine Begabung. Ja. Das können zum Beispiel Tiere, so viel wie ich weiss, so nicht. Ja. Ja. Und das ist auch gut und das sollen wir damit umgehen und nutzen. Aber es gibt, und das ist das, was er sagt, und da ist er, glaube ich, wirklich auch, wie es auch, glaube ich, Jürgen Moltmann sagt, die Hoffnung ist im Grunde noch etwas sehr Religiöses, nämlich, dass die Zukunft auf uns kommt. Es kommt auf uns etwas zu. Also wir gehen dem entgegen, aber es kommt auch auf uns zu. Und das hat nochmal eine ganz andere Ebene. Das ist so vielleicht nicht, wie andere sagen, ja, das Paradies wird einfach, wir gehen wieder zurück ins Paradies. Sondern nein, wir gehen das ist etwas Neues, dass Gott Mensch wird, in die Erde, auf die Erde kommt und wieder gegangen ist, aber in dieser Hoffnung stehen wir, dass er wieder zurückkommt. Und da irgendetwas passiert, wie auch immer das ist, eine Veränderung, aber wir gehen nicht irgendwo her, sondern Gott kommt zu uns. Und das ist, glaube ich, die Hoffnung. Das ist ein anderer Typus von Hoffnung, die eben Christen haben. Und die können wir nur in unseren Gemeinden pflegen. Ja? Das ist nicht das Berechnen. Ich tue mir eine Vision da schnell irgendwie auf dem Papier zusammenstiefeln, sondern es ist eine Hoffnung, wo wir nicht genau wissen, wie es kommt, aber wir glauben und vertrauen, dass der Gott zu uns kommt. Ja. Genau. Und, für nochmal den Bernhard Ott zu bringen, er hat das in einem anderen Talk gesagt, das ist ja auch häufiger so wie ein Tanzen zu der Musik, wo wir schon hier und heute tanzen können, danach der Musik, die eigentlich im Himmel erst zählt, oder? Ja. Auf das her sozusagen zu gehen. Also wie noch einmal so ein bisschen das Bild auch vielleicht ein bisschen reinzugeben. Das finde ich ein mega schönes Bild, eines von vielen, das natürlich auch prägt stark. Genau. Mit dem Grund, warum man dort mal reinschauen sollte in euren Kurs. Ja. Und dann kann man das nämlich auf sich wirken, online auf eine Reise gehen. Und ein Aspekt ist dann noch, ich selbst, eine andere Welt ist möglich. Das Kapitel. Also was für eine Welt ist denn möglich? Ja, genau. Welche Welt wollen wir eigentlich? Ja? Meistens fängt es an, indem wir uns selber verändern. Ja. Und eigentlich ist es egal, wie viel Macht ich habe, wie wenig Macht ich habe. Es geht immer darum, dass ich mich von Anfang selber verändere. Und wir alle sehnen uns, philosophisch, quasi nach einem guten Leben, biblisch vielleicht mehr nach einem erfüllten Leben, das Leben in Fülle. Und das kann sehr unterschiedlich aussehen. Und manchmal merken wir gar nicht, wie wir selber in uns gefangen sind. Der eine schafft
bis zum Umfallen, weil er meint, dort findet er das gute Leben, ja, Anerkennung, was auch immer. Ja, es ist sehr unterschiedlich. Aber meistens ist es auch oft ja, nicht immer das, was es eigentlich ist. Ja, wir tun uns manchmal das zusammen vorstellen, was gut ist und merken eigentlich gar nicht, nein, wir tun uns dabei komischerweise selber kaputt machen. Und dort mitzugehen, anzufangen und am besten miteinander. Darum, das ist auch die Idee im Kurs, nicht, dass wir es alleine machen, sondern zusammen in Austausch. Und dann dort passiert enorm viel, glaube ich, wenn wir überlegen, was bedeutet das. Mir kommt vielleicht noch der Gedanke sind, dass es gibt zwei Sachen. Ich finde bei dem letzten Kapitel, Schwester Ariane Stocklin sagt das wunderschön. Im Grunde geht es immer um, sie sagt, die Aktion Kontemplation oder Kontemplation Aktion. Es muss eigentlich beides muss da drinnen sein. Wenn wir nur auf uns schauen, dann ist das auch wichtig, aber dann wird es irgendwie langweilig. Menschen, die nur von sich reden, die ihre eigene Vision haben, das wird auch irgendwie langweilig. Wenn wir nur auf anderes schauen, dann meistens leiden wir dann selber darunter. Burnout, was auch immer. Aber wir brauchen beides. Wir müssen auf uns schauen, die Achtsamkeit auf uns selber, wo sind meine Grenzen. Und wir müssen auf andere schauen. Wo brauchen andere mich? Oder vielleicht hören, hören auf mich und hören, was Menschen sagen. Das kommt dort wunderbar schön in diesem Video zur Geltung. Und ich glaube, das ist schwer, die Balance zu halten. Ja. Okay. Ja, ich würde gerne mit einer sehr praktischen Frage jetzt unser Gespräch abschließen. Und dann kannst du gerne noch mal ein bisschen darauf hinweisen, wie man selber überhaupt sich einklinken bei diesem Kurs. Gell? Aber die Frage ist ja häufig so ein bisschen, die ich mir auch selber stelle, wie kann ich Teil der Lösung werden? Und wie lange bin ich mehr Teil des Problems? Was würdest du dort sagen? Ja. Ich greife dort nochmal vom Kurs auf. Ja. Karl Wolf sagt das so schön. Dort, wo nur noch in mich selber drehe, dort bin ich meistens eher Problem und nicht Teil der Lösung. Und oft ist es so, ich brauche einen Impuls, oft von außen. Ich brauche die anderen. Ja, dann wären wir wieder bei der Beziehung. Ich brauche andere, um frei zu werden. Dort, wo es nur um mich geht, ja, umso versperrter ich werde, ja, umso mehr drehe ich um mich. Ja. Und dort, wo ich offen bin, wo ich mit anderen zusammen unterwegs bin, dort merke ich plötzlich, dass ich ein Teil davon bin. Und das kann im Kleinen sein. Ja. Jemand hat vielleicht so viel, jemand hat so viel Verantwortung, das spielt gar keine Rolle. Ich glaube, wenn ich mich auf den Weg gehe, innerlich zu hören, auf Gott, auf mich selber, auf den anderen, dann werde ich ein Teil der Lösung. Wunderbar, danke vielmals, Lukas Gerber, für das Gespräch. Und eben, du hast ja das auch dabei, gell? Nicht, dass jetzt das die ganze Zeit bei dir da auf der Chance hast Genau. und wir können uns nicht zeigen. Das wäre der Just People Kurs eben in schriftlicher Form und dann kann man aber auch digital teilnehmen. Was muss man dort hier für Startkenntnis haben oder für das ich dort einklinken kann? Also beim Kursbuch das kann man einfach bestellen und dann kann man loslegen mit anderen. Das ist ein bisschen umfassender. Es gibt sehr viele verschiedene Tipps, Ideen, die man umsetzen kann. Das ist sicher sehr viel. Und das ist auch ein gutes Buch, wo man immer wieder mal reinschauen kann. Und die Online-Version ist, die Idee ist gedacht, dass es ein bisschen schmäler ist, nur 4 Kapitel, ganz einfach. Du hast einen Bibeltext, den du am Anfang zusammen lesen kannst. Dann hast du ein Video, das du zusammen schaust. Dann hast du eine Frage, die du diskutieren und etwas, das du umsetzen kannst. Und dann gibt es am Schluss ein Gebet, so eine Liturgie. Und das ist 4 Kapitel. Und das ist eigentlich die Idee, ist gedacht, für Leute, die so im Hauskreis zum Beispiel ist hervorragend. Da kann man das in 4 Mal durchmachen und hat so ein Gespür, eine Ahnung von dem Thema Gerechtigkeit und kann sich auf den Weg machen. Sehr gut. Und die ist online, genau. Bei genau, uns kann man sich dort hier
anmelden oder bekommt man wahrscheinlich nachher wie einen Zugang Ja, für genau. das einmal zu machen, eben zum Beispiel als Kleingruppe oder Hauskreis oder was auch immer euer Rahmen ist, den ihr dann wählt. Und dann gibt es eine andere Möglichkeit, auf die Reise zu gehen, auch jetzt diesen Samstag, Stopp Armut-Konferenz, für das einfach am Schluss auch noch einmal zu platzieren. Das ist in der Yahoo-Kirche in Biel, wo das stattfindet. Und das Thema Glaube, Klima, Hoffnung, das dort vertieft wird. Je nachdem, wenn es klappt, werden wir mit dem Studioautor, mit dem Tobias Feix, auch noch einen Talk machen können, zu dieser Studie, was denken Christinnen und Christen über Gerechtigkeit und Nachhaltigkeit. Merken wir dann, ob es klappt über das Wochenende und dann gehört ihr mehr dazu nächste Woche oder leset auf LiveNet dann sicher auch noch in einem Bericht mehr über die Stopp Armut-Konferenz. Danke vielmals für euer Interesse und bis gleich wieder. Ade miteinander.